auch für dich gilt, heute ist ein Tag des Durchbruchs. Ja, herzlich willkommen zum Gottesdienst. Heute ist ein super Tag, um hier zu sein. Hey, ich möchte ganz besonders dich begrüßen, wenn du heute zum ersten Mal hier bei uns im Gottesdienst bist. Gib doch uns schnell ein Handzeichen, wenn heute für dich das erste Mal ist bei uns. Wir haben eine Tasche, ein kleines Geschenk. Herzlich willkommen. Hier haben wir 3 Hände, hier vorne 3, 4 Hände. Zum ersten Mal auf der Empore ist auch jemand zum ersten Mal da. Gebt mir noch schnell ein Handzeichen. Jemand wird dir vorbeikommen und dir ein kleines Willkommensgeschenk in die Hand drücken. Hey, so schön bist du hier. Ja, halte deine Hand oben, bis jemand dir diese Tasche, unser kleines Willkommensgeschenk gegeben hat. So schön dürfen wir mit dir heute den Gottesdienst feiern. Und heute ist ein super Tag, um hier zu sein, weil einmal im Monat führen wir einen Welcome-Apero durch und der findet heute statt, im Anschluss an den Gottesdienst, wo wir dir ein bisschen mehr erklären, wer wir sind, was Equippers ist, was uns ausmacht und wofür unser Herz schlägt. Und wir möchten auch dich heute kennenlernen, deshalb heute im Anschluss an den Gottesdienst diese Einladung für diesen Welcome-Apero. Das ist eine super Gelegenheit. Lass dir das nicht entgehen. Und wenn du noch nie an einem Welcome-Apero warst und vielleicht schon einige Monate hier bei uns bist oder vielleicht sogar schon einige Jahre, hey, geh doch auch mal an diesen Welcome-Apero. Das ist wirklich eine coole Sache und da laden wir dich ein, dabei zu sein. In diesem Bag, den wir euch gegeben haben, findet ihr diese Connect Card und das ist eine geniale Möglichkeit, um einfach mit uns in Verbindung zu bleiben. Wir haben einen monatlichen Newsletter, den wir dir gerne zuschicken. Da steht so ein bisschen was passiert unter der Woche bei uns und auch im Monat. Wir wollen nicht alles immer am Sonntag sagen, sondern das meiste steht im Newsletter. Und wenn du noch nie so eine Connect-Karte ausgefüllt hast, hey, dann geh nach hinten, schnapp dir so eine Karte, gib sie mir, weil das ermöglicht uns wirklich da mit dir in Kontakt zu bleiben und dir Anteil zu geben, was bei uns Equippers so läuft. Heute feiern wir Back to School Sunday. Es ist wieder leider soweit. Die Sommerferien sind morgen zu Ende. Es startet ein neues Schuljahr und wir möchten heute einfach ganz bewusst alle, die morgen wieder starten, besonders alle Schüler und Schülerinnen, einfach segnen. Ja, die Sommerferien sind vorbei, aber hey, die Schule, dort seid ihr hingestellt für ein weiteres Jahr, um das Reich Gottes hineinzubringen. Und dafür wollen wir euch segnen und ich bitte alle Schulkinder nach vorne zu kommen auf die Bühne. Kommt nach vorne mit euren Leitern. Kommt nach vorne, damit wir mal sehen. Genau. Wer alles da in den Kindergarten, genau, in die Oberstufe geht. Genau, sehr schön. Kommt nach hier. Ja genau, für euch fängt morgen ein weiteres Schuljahr an, Kindergarten bis zur Oberstufe und wir wollen euch einfach sagen, ihr seid berufen, bei euren Klassen Gott hineinzubringen. Es ist nicht ja nur Sonntag, wo wir eine gute Zeit haben, sondern Gott ist immer bei uns und so tragt ihr ihn mit in eure Klassenzimmer, in eure Schulklassen. Und dafür wollen wir euch segnen, nämlich, dass ihr
in der Kraft des Heiligen Geistes Möglichkeiten habt, seine Liebe, seine Güte, das, was ihr mit ihm erlebt, weiterzutragen. Und ich lade euch ein, aufzustehen und einfach mit in den Segen einzustimmen. Ihr dürft gerne eine Hand zu unseren Kindern ausstrecken als Zeichen, dass wir euch einfach segnen wollen, zusammen als Familie. Und Herr, wir danken dir für diese junge Generation. Danke, dass sie dich kennen und mit dir unterwegs sind. Und wir segnen sie für dieses Schuljahr mit Weisheit, mit Verstand, einem klaren Verstand, um Dinge schnell zu begreifen, aber auch mit dem Mut, aufzustehen, wenn Ungerechtigkeit passiert, dass ihr Gerechtigkeit hineinbringen dürft, dass ihr das Reich Gottes lebendig machen dürft, von Vergebung, von Gerechtigkeit und von einfach der Liebe zu den Nächsten. Damit segnen wir euch und wir feuern euch an für dieses Schuljahr. Und geben wir doch unseren Jüngsten einen Applaus. Sie sind unsere Helden. Euch gehört die Zukunft. Ja. Und ihr, schaut, wir feuern uns an, gegenseitig. Das sind alle Leute, die beten für euch, die tragen euch, die sind interessiert an euren Geschichten, was ihr erlebt. Und das ist Kirche, das ist Familie. Wir haben Anteil an unserem Leben. Und normalerweise kriegt man ja immer ein Geschenk oder so eine Bestätigung, wenn etwas vorbei ist. Aber bei uns, wir machen das am Anfang. Bevor ihr morgen die Schule anfängt, heute kriegt jeder von euch ein kleines Geschenk zum Start dieses neuen Schuljahres. Ihr dürft jetzt ins Kids Ministry gehen und ihr kriegt von euren Kidsleitern nachher ein kleines Geschenk, einfach so als kleine Stärkung für dieses neue Schuljahr. Amen. Ich lade euch gleich ein, stehen zu bleiben, weil währenddem die Kids ins Kids Ministry gehen, wollen wir auch noch für alle diese beten, die auch im Bildungswesen tätig sind. Wir haben einige Lehrpersonen unter uns. Streckt euch mal die Hand auf. Wo seid ihr? Da haben wir hier. Wir haben einige, die im Bildungswesen tätig sind. Also alle, die irgendwie im Bildungssektor arbeiten, haltet eure Hand hoch und wir drehen uns um und jeder von uns segnet diese Menschen mit einem Segen von Gott, einfach einem Zuspruch von Gottes Kraft, Weisheit und Stärke. Und ihr dürft empfangen heute, alle ihr empfangt einfach diesen Segen, den wir euch als Gemeinde, als Familie zusprechen. Und so bitten wir um deinen Segen, um Schutz und Bewahrung, um Kraft, um Weisheit in den Herausforderungen, die kommen werden, dass ihr in der Kraft des Heiligen Geistes dieses Jahr starten könnt und dass er euch durchträgt durch jede Situation. Wir danken dir, Herr. Wir danken dir für deinen Segen. Amen. Ihr dürft Platz nehmen und hey, als ehemaliger Lehrer weiß ich, das ist ein Knochenjob und da brauchen wir wirklich Gebet. Alle Lehrpersonen und
alle weiteren. Es ist so toll, dürfen wir hier als Familie einander auch stärken, füreinander einstehen. Gebet bewirkt vieles. Es ist die Grundlage unseres Glaubens. Im Gebet stehen wir zusammen. Und heute starten wir in eine neue Serie, die uns im August und September begleiten wird. Ihr habt alle diesen Flyer gesehen auf eurem Stuhl. Breakthrough, Durchbruch. Wir haben gesungen und das wird uns in den nächsten Wochen begleiten. Im Mitte des Septembers haben wir ein besonderes Wochenende, das Breakthrough Weekend. Und mit Hilfe des QR-Codes könnt ihr auf unsere Webseite gehen. Wir haben Teachings an diesem Wochenende. Wir haben Coachings zu Themen, die uns immer wieder auch niederdrücken wollen, die uns die Freiheit rauben wollen. Themen wie soziale Medien oder Süchte, Ängste, Verlustängste und so weiter. All das, mit dem haben wir immer wieder zu tun. Wir sind zwar erlöst durch die Kraft des Geistes, durch die Kraft des Sohnes, aber wir leben immer noch in dieser Welt. Und dieses Wochenende soll euch befähigen, Durchbrüche zu empfangen, Hilfe von Experten in Anspruch zu nehmen, und wir laden euch ein, dieses Wochenende frei zu halten und teilzunehmen an diesen einzelnen Sessions, die wir geplant haben. Eben, es gibt Teachings, es gibt auch Zeiten des Lobpreises, wo wir euch dienen möchten, und alles Weitere findet ihr hier auf dem Flyer. Genau. Und heute starten wir in die Serie. Dan wird uns mitnehmen in dieses Thema Breakthrough. Da wollen wir uns aufmachen und wirklich glauben, dass nicht erst am Breakthrough-Wochenende Durchbruch passiert, sondern eben, wie wir gesungen haben, heute ist ein Tag des Durchbruchs. Und so bitte ich dich, Dan, nach vorne zu kommen und uns mitzunehmen in diese Zeit, in dieses Thema. Go for it. Vielen Dank. Kennt ihr das schweizerdeutsche Wort, das einzige schweizerdeutsche Wort, das die ganze Welt erobert hat, das man auf der ganzen Welt sagt? Sicherlich nicht. Nein. Wisst ihr, was es ist? Birchermüsli. Birchermüsli. Man geht nach England und in England, es heißt Birchermüsli. Sie können die Ü-Sachen nicht machen, es heißt nicht einfach Cereal Mix oder irgendwie sowas. Man nennt es Birchermüsli, weil dahinter ein Typ stand, der Herr Bircher, und der wollte wirklich gesunde Ernährung anbieten, und der hat auch in der Schweiz gelebt und hat irgendwann eine Revolution der gesunden Ernährung durch die ganze Welt gebracht. Und ich war im Mai in Manila, und dort im Hotel gab es all die asiatischen Frühstückssachen und all die Chinesen und Asiaten, und war alles, einfach alle aus der ganzen Welt haben dort ihre Frühstück gegessen, und sie haben Birchermüsli geschöpft. Und die haben eigentlich gar keine Ahnung, was das ist. Der Name steht für etwas, wofür die Leute gar keine Ahnung haben. Und heute möchte ich wirklich auch eintauchen in unseren Namen, wieso wir Christen heißen. Dass das wirklich eine größere Bedeutung hat, dass dahinter eine Idee war, die wirklich weltweit die Welt auf den Kopf stellen soll. Es ist nicht nur ein Name. Und ich finde es auch interessant, wieso wir ausgerechnet Christen heißen. Es hat nämlich in der Kirchengeschichte mehrere verschiedene Namen gegeben, und am Schluss hat sich Christen etabliert. Eigentlich wurden die ersten Gläubigen Nachfolger genannt, Jünger. Dieser Name hat aber eigentlich langzeitig dann nicht funktioniert, weil dann kam Twitter und dann kam Instagram, und die haben dann auch Followers gemacht. Also, aber grundsätzlich ist es keine gute Beschreibung, für unseren Glauben, wenn es etwas damit zu tun hat, was wir machen sollen. Deshalb, glaube ich, hat sich langfristig das nicht etabliert. Dann gibt es einen anderen Namen in der Bibel, Paulus hat das genannt. Die Gläubigen hat er genannt, die Anhänger des neuen Weges.
Und das hat es immer wieder gegeben in der Kirchengeschichte, dass man dort, wo irgendwo Erweckung war und etwas Neues passiert ist, dann hat man die Leute so benannt. Nur das Ding ist, mit der Zeit ist das nicht mehr neu. Man hat auch genannt, das sind die Reformierten. Am Anfang war die Reformation und dann war das irgendwo neu. Und jetzt, wenn man sagt, ich bin Reformierter, dann, Mann, das ist 500 Jahre her. Und wahrscheinlich wäre wieder mal eine Reformation nötig. Also, dieser Name hatte keine Zukunft. Dann gibt es in der Bibel einen anderen Namen. Das sind, in der Apostelgeschichte gibt es eine Stelle, wo die Gläubigen die Nazarener genannt wurden, die Anhänger der Nazarener oder sogar Nazarener-Sekte. Aber das bringt auch nichts zu sagen, also Jesus kam ja auch Nazareth und deshalb hat man irgendwo diesen Glauben mit einem Ort verbunden. Das passiert immer wieder, dass man Orte dann irgendwo mit einem Glauben oder einer Erweckung oder einer Gemeindebewegung in Verbindung bringt. Es gibt zum Beispiel Krishona, eine große Bewegung in unserem Land. St. Krishona, irgendwo auf dem Hügel bei Basel, ist eine Erweckung passiert. Und die Leute, die in die Krishona gehen, mittlerweile heißt es ja Viva-Kirche, aber das waren die Krishonesen. Und Leute, die hier in der Friedenskirche früher waren, das waren die Frikianer. Und irgendwo, es passt einfach nicht, irgendwo unseren Glauben an einen Ort zu fesseln oder das in Verbindung bringen. Und erst dann, wir lesen wirklich in Apostelgeschichte 11, dort wurde das erste Mal erwähnt, dass in der Gemeinde von Antioch wurden die ersten gläubigen Christen genannt. Und es hat dann eine Zeit gedauert, dass sich dieser Name etabliert hat. Und ich bin so froh, dass wir Christen heißen. Und die Frage ist, wieso hat sich dieser Name durchgesetzt? Weil in diesem Namen steckt ganz viel. Und es steckt eben auch ganz viel Durchbruch. Das Christentum heißt so, weil Christus in uns lebt. Das Christentum, oder wir sind Christen nicht, weil wir an Christus glauben, sondern weil Christus an uns glaubt und wirklich sagt, ich will in dir leben. Und das ist die beste Bezeichnung für das, was wir machen und das, was wir sind. Wir tragen Christus in uns. Christus heißt Messias. Im Hebräischen ist es das Wort für Messias. Im Griechischen heißt es der Gesalbte. Und wirklich, was wir in uns tragen, ist diese Christus-Salbung. Im Alten Testament wurden Priester, wurden Könige und Propheten gesalbt. Das Wort Salbung heißt bevollmächtigt für einen Dienst. Die himmlische Bevollmächtigung sagen, du kannst das, du hast einen Auftrag und da ist das Gewicht des Himmels hinter dir. Und deshalb glaube ich, ist es die absolut beste Variante, dass wir nicht einfach nur Nachfolger genannt werden, zum Glück werden wir nicht die Nazarener genannt, zum Glück werden wir einfach nicht die Anhänger des neuen Weges genannt, sondern wir sind Christen. Es heißt etwas, die Salbung tragen wir mit. Und ich möchte euch in einen wunderbaren Predigttext, der ist ganz kurz heute, wirklich, und es wird hoffentlich auch eine kurze Predigt, weil es ja schön heiß ist. 2. Korinther 1, 22 bis 23. Da steht etwas über diese Salbung und was uns ausmacht. Gott selbst ist es, der uns zusammen mit euch im Glauben an Christus, seinen Gesalbten, festigt. Er hat uns alle gesalbt, sagt man alle gesalbt. Und damit in seinen Dienst gestellt. Er hat uns auch sein Siegel aufgedrückt als Bestätigung dafür, dass wir jetzt sein Eigentum sind und hat uns seinen Geist ins Herz gelegt als Unterpfand und Anzahlung für das, was er noch schenken will. Die heutige Predigt heißt bevollmächtigt für ganzheitliche Durchbrüche. Und Herr, ich danke dir, dass du durch diese beiden Bibelverse etwas in unserem Herzen klar machst, was eigentlich möglich ist mit dir, weil wir mit dir verbunden sind. Amen. Mein erster Punkt ist, die Salbung, die wir haben, autorisiert uns, den Dienst Jesu in Anspruch zu nehmen. Es heißt hier wirklich, er hat uns alle gesalbt und damit in seinen Dienst gestellt. Wir haben 6 Kinder, ich habe 6 Geburten miterlebt.
aber ich habe nicht 6 Hebammen gehabt. Wir haben, ich glaube, es waren 11. Weil Hebammen haben einen Dienstplan. Die arbeiten in Schichten. Und das ist im Fall unglaublich mühsam. Da baut man eine Verbindung auf zu dieser Hebamme und am Anfang ist das langes Warten und Schmerzen und irgendwas ist so etwas Intimes. Und dann werden die Wehen stärker und die Hebamme kommt und geht in den Kreissaal und dann plötzlich kommt ein anderes Gesicht rein. Und dann denkst du so, ja, also die haben wir jetzt nicht ausgesucht. Die andere vorher war netter, man hat immer eine Beziehung ausgesucht und dann kommt die, wenn es so richtig Action losgeht. Du kannst das nicht wählen, das Dienstpersonal im Spital. Die haben ihre Schicht. Die haben eine solche Zeit, solches Zeitfenster, wo sie wirklich arbeiten. Und das Schöne ist, dass wir mit Jesus dass Jesus in den Dienst gestellt wurde für unser Leben. Jesus wurde bevollmächtigt, um uns Menschen zu dienen. Und wir haben durch die Salbung, die wir haben, die Salbung ist auch ein Zeichen für den Heiligen Geist, wir haben dauernd Zugang zu ihm. Wir können sagen, ich will dich, ich will deinen Dienst jetzt. Wisst ihr, ich hatte in der Schule eine Kollegin, war auch in der Lehrerausbildung, sie hatte zystische Fibrose. Ganz schlimme Krankheit, also eine Stoffwechselkrankheit. Und damals war ihre Lebenserwartung 30 Jahre. Und wir waren zusammen in der Ausbildung, also ich war da um die 20 herum. Und sie hatte eine Lebenserwartung von 30 Jahren. Sie hat im Staat gelebt. Und weil ihr Fall so schwierig war, jedes Mal, wenn ihr Körper irgendwo reagierte, sie konnte einen Anruf machen und eine Ambulanz hat sie sofort abgeholt und von Gstaad nach Zürich ins Unispital gefahren. 2,5 Stunden Fahrt, 200 Kilometer. Wisst ihr, der Aufwand war riesig. Wenn es ganz schlimm war, haben sogar die Rega und hat sie hingefahren. Sie hatte immer Zugang zu dem Dienst, weil die besten Leute waren nicht irgendwo im Berner Oberland, im Spital in Thun oder in der Insel. Die besten Ärzte sind hier im Zürich-Spital, um diese Krankheit zu behandeln. Sie hatte immer Zugang zu diesem Dienst, der hier angeboten wird. Und das hat mich so berührt, weil, Mann, wie viel Geld da irgendwo gesprochen wird. Und sie musste nie dafür kämpfen, dass sie diese Dienstleistung bekommt. Sie hatte Zugang. Die Krankenkasse hat das bezahlt. Millionen von Franken, weil sie es wert ist. Und das Krasse ist, wirklich mit der Salbung, die wir haben immer Zugang zu dem Dienst von Jesu. Und wisst ihr, wozu Jesus gekommen ist? Er sagt es selbst in Lukas 4. Ich wurde berufen, bevollmächtigt. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Den Blinden sage ich, dass sie sehen werden. Und den Unterdrückten, dass sie von jeder Gewalt befreit sein sollen. Ich verkündige ihnen ein Jahr, in dem der Herr seine Gnade zeigt. Unglaublich, das ist die Dienstleistung, die Jesus uns gibt. Und ich weiß, wie es ist. Manchmal denkt man, ich habe das nicht verdient. Oder ich muss noch etwas dafür machen. Aber dadurch, dass du gesalbt wurdest, ist es eine Autorisierung, dass du Zugang hast zu all dem, was Jesus ist. Christus lebt in dir. Dieselbe Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, lebt in dir. Das ist unglaublich. Im Römerbrief heißt es sogar, dass wir mehr als Überwinder sind. Das griechische Wort ist Hypernikoemon. Irgendwie sowas. Hyper heißt ja so hyperaktiv, einfach übertrieben irgendwo. Niko, das ist von Nike. Alle, die Nike-Schuhe haben, das heißt Sieg. Wir sind einfach übertriebene Sieger die ganze Zeit, immer wieder. Und es ist nicht nur einmal. Denn wenn wir Christus in uns haben, dann haben wir immer Zugang. Wir haben nicht nur Zugang zu dem Personal, das gerade da ist oder so die wenigen Sachen. Es ist nicht, wenn du ins Spital gehst und der Chefarzt ist weg und jetzt hast du immer so einen Unterassistenten, der noch ein bisschen am Lernen ist, weil der Chefarzt gerade in den Ferien ist, nicht Schicht hat, nicht Dienst hat. Wir haben immer Zugang zu Christus und er hat alles überwunden. Und das hält mich vom Sockel. Und deshalb ist Durchbruch möglich in unserem Leben. Das Zweite aus diesem Text, die Salbung, die wir haben, bevollmächtigt Jesus,
der Eigentümer unseres Lebens zu sein. Er hat uns auch sein Siegel aufgedrückt, als Bestätigung dafür, dass wir jetzt sein Eigentum sind. Wir nennen uns Christen, weil Christus in uns regiert. Wir gehören ihm. Er hat uns sein Siegel aufgedrückt. Ich war vor 2 Jahren mit Duana zusammen beim Grundbuchamt. Und dort wurde besiegelt, dass wir Hauseigentümer sind. Und es ist eine tolle Sache, das war so, wow, wir haben ein Haus. Großartige Sache. Aber dann kommt auch eine Verantwortung mit dem. Dann ging eine Pumpe kaputt im Keller. Und früher konnte ich einfach die Vermieterin anrufen und dann wurde dafür geschaut. Und jetzt kostet es mich nicht nur einen Anruf, sondern es kostet 2000 Stutz. Und es gibt so viele Sachen. Da war Schimmel in der Waschküche. Wir müssen ja unglaublich viel waschen, mit vielen Kindern. Einfach unsere Waschküche war überbefeuchtet sozusagen. Die Luftfeuchtigkeit war viel zu hoch. Da kam Schimmel rein. Und Mann, wenn wir Mieter wären, dann würde ich einfach sagen, das geht nicht, mach da etwas. Nee, ich kann niemanden rufen, ich muss das machen. Und glücklicherweise hatte ich noch meinen Schwiegervater dabei und der hat das jetzt gemacht für mich. Da muss man alles runterwaschen, neu färben. Wisst ihr, wenn man Eigentum hat, dann ist man verantwortlich. Und das Krasse ist, ich bringe eigentlich vieles auf mein Niveau runter. Wir haben auch eine Türfalle, die schon längstens kaputt ist. Aber irgendwo habe ich nicht das Geld, man muss die ganze Tür eigentlich ersetzen, weil das ist eine alte Tür. Und ich will jetzt einfach nicht Geld ausgeben für eine neue Tür. Jetzt lebe ich einfach mit einem Standard da unten, weil ich bin ja verantwortlich und ich mache es mit meinen Ressourcen. Und das Haus, in dem wir leben, ist schon ein altes Haus. Das wird langsam so wie das Haus von Rocky Talkie. Das alte Haus von Rocky Talkie hat vieles schon erlebt. Kein Wunder, dass es zittert, kein Wunder, dass es bebt. Weil je länger wir in diesem Haus leben und je länger ich einfach mit meinen Ressourcen versuche, Dinge auf meinem Niveau zu flicken. Ich mache es immer möglichst günstig. Ich mache es immer möglichst behelfsmäßig. Und das kann es nicht sein. Also, vor den Ferien war der Wasserhahn in der Küche kaputt. Denkst du, ja, da gehst du irgendwo, kaufst du bei Do-It einen neuen Wasserhahn. Ging nicht. Muss der Spengler kommen. Kriegst eine Rechnung für 630 Franken. Haben wir so, wow, vorher war das ein Anruf. Jetzt muss ich das irgendwie machen und bezahlen. Und wisst ihr, solange unser Leben uns gehört, und es gehen immer Dinge schief in unserem Leben. Wir machen es mit unseren eigenen Ressourcen. Und je länger wir das Gefühl haben, wir sind verantwortlich für unser Leben und wir machen es mit unseren Möglichkeiten. Kein Wunder, dass es wirklich runtergeht in unserem Leben. Kein Wunder, dass es lotterig wird. Kein Wunder, dass wir irgendwo am Schluss in einem Scherbenhaufen sind und denken, wie konnte es so weit kommen? Und ich liebe, dass die Salbung ist das Siegel, dass du dir nicht selbst gehörst, sondern dein Leben gehört Christus. Und deshalb kannst du ihn einfach anrufen und er übernimmt alles und er hat eine Lösung dafür. Er ist dafür gestorben. Das ist wirklich die große Sache. Wir können wirklich zu ihm gehen. Vor ein paar Jahren war mein Apple-Computer kaputt. Da gehst du einfach, weil Apple draufsteht, da gehst du zum nächsten Apple-Shop und dort hat es eine Genius Bar und da kannst du rein und die flicken das gratis, weil es steht Apple drauf. Und es ist auch ihr Ruf ist gefährdet, wenn diese Geräte nicht gut funktionieren, sonst würde es niemand mehr kaufen. Es sind die besten Computer, weil Apple wirklich dafür schaut, dass die wirklich gut laufen. Und wisst ihr, unser Leben ist gebrandmarkt, besiegelt von Gott. Wir heißen Christen und weil der Name draufsteht, weil wir sein sind, ist er auch verantwortlich und will eine Verantwortung übernehmen, dass dein Leben seine Herrlichkeit widerspiegelt. Deshalb ist Durchbruch möglich und deshalb will ich dir wirklich zusprechen, dass du Dinge nicht selber fixen musst.
Nummer 3. Die Salbung verpflichtet Gott, seine Zusagen ganz zu erfüllen. Das heißt, und er hat uns seinen Geist ins Herz gegeben als Unterpfand und Anzahlung für das, was er uns noch schenken will. Gott macht keine halben Sachen. Wir nehmen Gott manchmal in den Schutz, wenn wir irgendwie beten. Ich habe so viele Meetings erlebt, wo für jemand gebetet wurde und dann hat jemand gefragt, und jetzt, wie geht's dir? Und dann sagen sie, ja, ein bisschen besser. Und hey, Gott will nicht nur, dass es ein bisschen besser ist, sondern will ganz durchbrechen. Und manchmal müssen wir beständig sein und wirklich dranbleiben und einfach auch glauben, Gott, du tust hier ganze Sache. Ich habe euch 3 Bibelverse, die hat es nicht auf der Slide, aber Römer 8, 32. Gott hat sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dem Tod ausgeliefert. Sollte er uns da noch etwas vorenthalten? Also Christus hat schon alles gegeben. Und jetzt können wir auch einfach das ganze Leben haben. Jakobus 1,17. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter. Mann, das, was Gott tut, das ist vollkommen. Er macht keine halben Sachen. Epheser 3,20. Gott kann unendlich viel mehr an uns tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns ausdenken können. So mächtig ist die Kraft, mit der er in uns wirkt. Gott will in uns etwas Ganzheitliches tun. Keine halben Sachen. Wir begnügen uns oft so mit Dingen in unserem Leben und wir sagen, das gehört einfach dazu. Und wir sagen sogar, das bin ich. Das kann ich nicht überwinden. Ja, du nicht. Aber die Salbung in dir ist ein Unterpfand, eine Anzahlung für das. Aber wie gesagt, ich glaube an dich. Ich glaube, ich habe etwas in dich hineingelegt, das sich entfalten wird, das ganz durchbrechen wird. Und wenn wir von Durchbrüchen reden, so oft denken wir, dass Gott unsere Umstände verändert. Ihr müsst mal selbst mit euch ehrlich werden, wie viel betet ihr, dass Gott irgendetwas in unserem Leben verändert, statt in unserem Herzen. Er wird etwas Ganzheitliches tun. Wir können beten, dass unsere Ehe besser wird. Aber wisst ihr, wie ein Durchbruch aussehen würde? Vielleicht sollten wir dafür beten und uns öffnen, dass wir weniger egoistisch sind. Weil das verändert eine Ehe. Vielleicht bist du Single und du betest, dass du ihn oder sie triffst. Dass Gott irgendwie schaut, dass die Person vorbeikommt, in dein Leben kommt. Vielleicht wäre der Durchbruch nicht, dass Gott irgendwo arrangiert, sondern dass du mutiger wirst, mal jemand anzusprechen. Dich auf eine Beziehung einzulassen, weil die Chance ist auch groß, dass du enttäuscht wirst. Vielleicht hast du Stress in deinem Leben und du bittest, Herr, kann dieser Druck abnehmen. Wenn Christus in dir lebt, er will etwas von innen nach außen verändern. Er will nicht einfach deine Umstände verändern, er will dich. Das ist eine Salbung, das ist eine Zusage, dass er etwas Ganzheitliches tut. Vielleicht ist das Gebet, Herr, gib mir mehr Selbstdisziplin. Dass ich nicht jede freie Minute irgendwie auf dem Handy durchscrollen muss, wenn es mir langweilig ist. Nicht, sondern dass ich Ruhe empfangen kann. Vielleicht gibt es Konflikte und du betest, dass die anderen irgendwo aufhören, das zu tun, netter werden, vergeben. Vielleicht ist der Durchbruch für dich,
dass Gott dir eine solche Liebe schenkt, dass du nicht weiter richten musst. Wir können beten, wenn die Finanzen knapp sind, dass wir von irgendwo Geld bekommen, dass jemand anderes bewegt wird, den Herrn hört, dass wir einen Zustopf brauchen. Und vielleicht wäre der Durchbruch, dass du dankbar wirst und dich nicht immer selbst belohnen musst. Dass du weiser wirst. Und vielleicht auch, dass dein Armutsdenken zerstört wird. Wir beten für Erfolg. Vielleicht ist der Durchbruch nicht, dass du immer erfolgreich sein musst. Vielleicht könnte der Durchbruch in dir sein, dass du plötzlich auch Niederlagen einstecken kannst und dich wegen dem nicht geringer fühlst. Und in dem drin eine Selbstsicherheit findest. Wisst ihr, wenn wir immer das Gefühl haben, die Sachen müssen außerhalb passieren, in unseren Umständen, dann ist unser Leben eine riesen Achterbahnfahrt. Und wir werden immer unzufrieden sein. Wir werden immer von den Umständen bewegt. Und ich liebe, dass Christus gesagt hat, ich wohne in dir. Und ich mache in dir einen Durchbruch. Ich befähige dich. Und dort beginnt's. Und dort ist Christus. Er macht keine halben Sachen. Er wird uns nichts von dem, was sein Name verheißen hat, vorenthalten. Ich lade euch ein, aufzustehen. Vielleicht könnt ihr wirklich eure Hand aufs Herz legen. Es ist ein heiliger Moment, wo uns bewusst sein, dass wir gesalbte Menschen sind. Dass sein Geist in uns lebt. Dass er dadurch sein Werk vollbringen kann. Ich möchte, dass wir im Moment in seiner Gegenwart uns bewusst werden, dass Gott keine halben Sachen macht. So vieles, was wir Menschen versuchen zu fixen in unserem Leben, was nicht so läuft, wie es sein sollte, ist einfach Symptombekämpfung. Ich möchte wirklich über diesen paar Wochen, wo Durchbruch unser Thema ist, aussprechen, dass es eine Wurzelbehandlung gibt. Und dann braucht es keine Betäubung mehr der Symptome, der Nebenwirkungen, der Schmerzen. Ich hatte den Eindruck auch, dass heute jemand da ist, vielleicht im Livestream, dass Gott zu dir reden wird und sagen, es ist Zeit, dass du die Medikamente nicht mehr brauchst. Und das sollst du nicht allein entscheiden. Es wird offensichtlich, dass die Ärzte das sagen. Aber kürzlich mit jemandem geredet, eine Frau, die über 70 Jahre alt ist, die nach 40 Jahren Medikamenten aufhören konnte, weil sie auf den Weg der Versöhnung ging, wo Christus durchbrechen konnte. Ich spreche über uns aus, dass wir wirklich Durchbrüche erleben. Lass uns zusammen das einfach sehen, auch im Geist. Gott macht keine halben Sachen mit mir. Das, was er angefangen hat, das wird durchbrechen. Er hat uns seinen Geist gegeben. Das ist die Garantie für das, was möglich ist und das, was er tun wird.
Amen. Ich lade euch ein, einfach noch kurz stehen zu bleiben. Und Dan hat davon gesprochen, dass wir seinen Geist haben, wenn wir Jesus unser Leben anvertrauen, dass wir ihm gehören. Und vielleicht bist du heute hier und hast noch nie diesen Entscheid gemacht, dein Leben auf Jesus hinzugeben oder einen Schritt auf Jesus hinzuzugehen. Ich kann dir sagen, das ist eine krasse Entscheidung und eine krasse Entscheidung, weil sie alles von uns erfordert. Wir können nicht halbe Sachen machen mit Jesus. Wir wollen nicht. Sein Versprechen ist, dass er uns in die Freiheit führen wird. Nicht aus uns heraus, sondern aus seiner Kraft. Und er hat alles gegeben. Er hat auch keine halben Sachen gemacht. Er hat sich für uns ganz hingegeben. Wisst ihr, wir sind, wenn wir alleine leben, eigene Entscheidungen treffen, da besteht ein Graben zwischen diesem heiligen Gott und uns. Wir können nicht in seine Gegenwart kommen, da ist ein unüberwindbarer Graben. Aber was Jesus getan hat, ist, er hat diesen Graben, diese Distanz überwunden, indem er sich ganz hingegeben hat, indem er die Konsequenzen für diese Trennung auf sich genommen hat und uns den Weg ermöglicht hat, wieder in Gemeinschaft zu kommen mit Gott, der uns geschaffen hat, der uns kennt durch und durch. Und alles, was wir tun müssen, ist, Jesus Glauben zu schenken, dieses Geschenk anzunehmen, dieses Geschenk der Vergebung. Und während alle Augen geschlossen sind und alle Köpfe geneigt, möchte ich einfach dich heute fragen, möchtest du heute einen mutigen Schritt tun auf Jesus hin? Vielleicht spürst du in deinem Herzen, dass da etwas ist, ein Pochen oder irgendwie irgendetwas, was du nicht beschreiben kannst. Hey, es kann gut sein, dass Jesus an dein Herz klopft und sagt, ich möchte mit dir unterwegs sein, wenn du mir nur dein Herz öffnest, möchte ich in deinem Leben Raum einnehmen und dich in ein Leben in Freiheit hinführen. Und wenn du diesen Schritt heute tun möchtest, dann streck doch einfach kurz deine Hand herauf, damit ich weiß, mit wem ich bete. Ich sehe deine Hand, jawohl. Du kannst sie wieder runternehmen. Gibt es noch jemand anderes heute, der diese Entscheidung tun möchte, auf Jesus hin, seine Vergebung in Anspruch zu nehmen? Ich will dich nicht entblößen, du musst auch nichts Peinliches tun, sondern ich möchte einfach mit dir ein Gebet sprechen. Ich sehe deine Hand, ja, kannst sie wieder runternehmen. Ich sehe deine Hand. Gibt es sonst noch jemanden in diesem Raum, der heute diesen Schritt auf Jesus hin tun möchte und wirklich ganze Sache mit Jesus tun möchte? Auch vielleicht bist du, ja, ich sehe deine Hand in der hintersten Reihe, danke. Vielleicht bist du auch früher einmal mit Jesus unterwegs gewesen, aber du hast irgendwie deine eigene Entscheidungen angefangen zu machen, dich entfernt von ihm. Dann ist auch heute die Möglichkeit, diesen Schritt wieder zu ihm zu machen und sagen, ich will ganze Sache mit dir machen. Mein ganzes Leben soll dir gehören. Ich will lernen, auf dich wieder zu hören und in deinem Willen für mich zu gehen. Auch dann kannst du deine Hand erheben.
Ja, so lasst uns gemeinsam mit diesen Menschen ein Gebet sprechen. Das ist keine Zauberformel, sondern es ist einfach ein Ausdruck dieser inneren Haltung, dass wir mit Jesus ganze Sache gehen wollen und unser Leben ihm zur Verfügung stellen möchten. Und wir beten das alle gemeinsam, laut, auch wenn du das schon viele Male gebeten hast. Es ist unsere Überzeugung, dass wir immer wieder uns ausstrecken nach Jesus und unserem Vater im Himmel. Deshalb beten wir gemeinsam dieses Gebet. Vater im Himmel, danke, dass du mich grenzenlos liebst. Vergib mir, dass ich dich bis heute ignorierte und stolz glaubte, es alleine zu schaffen. Danke, dass du mich nicht verurteilst, sondern deinen Sohn, Jesus Christus, gesandt hast, damit ich frei von aller Schuld leben kann und nichts mehr zwischen dir und mir steht. Heute öffne ich dir mein Herz. Bitte komm in mein Leben. Sei mein Freund und hilf mir, deinen guten Plan für mich zu erkennen und danach zu leben. Amen. Hey, da sind einige in diesem Saal, die haben das heute zum ersten Mal oder vielleicht zum wiederholten Mal gebetet. Und geben wir doch diesen Leuten einen Applaus, weil es ein mutiger Schritt, all in zu gehen. Come on. Halleluja. Ihr dürft euch noch einmal kurz hinsetzen. Aber ich kann dir sagen, das ist die beste Entscheidung deines Lebens. Ja, es kostet etwas. Wir geben unsere Unabhängigkeit auf und wir wollen uns ausrichten nach Jesus. Und das Gute ist, wie Dan gesagt hat, er gibt uns seinen Geist als Anzahlung. Das verspricht er. Wir sind nicht alleine. Und das Leben als Christen können wir nicht alleine machen. Wir brauchen einander, um uns herausfordern zu lassen, um uns gegenseitig zu bestätigen und ermutigen und auch gemeinsam auf die Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Da brauchen wir einander. Und das ist Kirche. Wir können nicht alleine Christen sein. Christsein heißt, in Gemeinschaft zusammenzukommen, wie heute. Und deshalb ist es so toll, dürfen wir heute ein paar neue Menschen begrüßen. Und bitte kommt doch nachher auf mich zu, wenn ihr die Hand gehoben habt. Ich habe sie gesehen, aber einfach proaktiv, kommt auf mich oder Dan zu. Wir wollen euch helfen, mit diesem Jesus unterwegs zu sein, ihn besser zu kennen. Wenn du noch keine Bibel hast, hey, wir haben welche, wir geben dir gerne welche und wollen dir helfen, darin erste Schritte mit Jesus zu machen. Genau. Wow, was für ein Sonntag bis jetzt. Und er ist noch nicht fertig. Es geht weiter. Wir haben heute ja Back to School Sunday und die ganze Kids-Community, alle Leiter und die Kids haben für uns oder sind dran, ein Mittagessen vorzubereiten. Wir haben letzte Woche dazu eingeladen und die Einladung gilt auch heute. Auch wenn du nichts davon wusstest, hey, du bist herzlich eingeladen, heute beim Mittagessen hier zu verweilen. Wettermäßig machen wir das hier im Saal und laden dich einfach ein, da zu bleiben, zu connecten, auszutauschen und diesen Tag gemeinsam zu genießen. Genau. Ein paar allerletzte Informationen noch. Das Welcome-Apero findet um 11:45 statt, in einer Viertelstunde. Und zwar unten vis-à-vis von der Küche. Am besten kommst du auch kurz nach vorne zu mir oder zu Dan. Wir führen euch hin oder du fragst jemand vom Welcome-Team mit den roten Shirts, wo das ist. Es ist ein bisschen verwinkelt, aber wir führen dich gerne dahin. Um 11:45 das Welcome-Apero. Und ich lade euch alle ein, einfach auch im Bereich des Gebens heute sagen, hey, wir sind mit Jesus unterwegs. Wir haben seinen Geist, wir haben gehört, dass er uns alles geben möchte und das drücken wir jeden Sonntag auch aus mit
unseren Finanzen. Es ist das ganze Leben, das wir Gott hingeben. Das ganze Leben. Und ich weiß, wie schwer es ist, gerade im Bereich der Finanzen auf Gottes Versorgung zu vertrauen. Ja, es kostet mich etwas. Immer wieder auch etwas zu geben, sagen, ja, ich vertraue dir. Eine Möglichkeit ist wirklich, über diese Homepage oder via QR-Code zu geben. Und es ist wie ein Muskel, den wir trainieren. Ein Glaubensmuskel. Nicht einfach das, was Gott uns geschenkt hat, selber zu brauchen, sondern sagen, hey, ich vertraue dir, ich gebe dir etwas von dem, was ich geschenkt bekommen habe, weil alles Gute kommt von dir. Alles Gute. Und etwas von dem gebe ich dir zurück, im Vertrauen, dass der Rest reicht. Und diese Möglichkeit offerieren wir einfach jeden Sonntag, um unseren Glaubensmuskel zu stärken. Es ist nie zu spät, damit anzufangen, Gott etwas zurückzugeben von dem, was er uns gegeben hat und darin zu wachsen. Yes, so sind wir fast am Ende dieses Gottesdienstes und eben wie gesagt, es geht noch weiter. Nachher mit Essen. Wir machen das so, dass wir auf der Empore nachher kleine Erfrischungen bereit haben, bis wir hier umgebaut haben und das Essen bereit ist, dürft ihr gerne auf die Empore gehen. Dort hat es ein Team, das euch mit Kaffee und Getränken dient. Und in der Zwischenzeit bauen wir hier unten um. Aber ich möchte ganz zum Schluss noch einmal der dritte Punkt vom Dance Message aufgreifen. Vielleicht können wir diese dritte Folie noch einmal sehen. Da steht, er hat uns seinen Geist ins Herz gegeben, als Unterpfand und Anzahlung für das, was er uns noch schenken möchte. Und ganz zum Schluss dieses Teils möchte ich einfach noch einmal sagen, hey, du hast den Heiligen Geist in dir. Das hat er bestätigt. Und vielleicht hat auch währenddem Dan gebetet hat, hast du gemerkt, hey, da merke ich etwas. Der Heilige Geist hat zu mir gesprochen, einen Bereich aufgezeigt, wo er uns Durchbruch oder eben noch mehr Freiheit schenken möchte. Dann lass diese Möglichkeit nicht ungenutzt vorbei, sondern komm nachher gleich nach vorne. Hier sind Leute vom Ministry-Team, die gerne für dich beten und einfach auch mit dir glauben, dass Durchbrüche passieren kann. Ich lade das Ministry-Team ein, kommt jetzt gleich nach vorne und einfach zum Schluss lade ich euch ein, nochmals aufzustehen. Ich möchte euch noch segnen und dann gibt es die Möglichkeit, nach vorne zu kommen, mit euch beten zu lassen oder auf die Empore zu gehen für eine kleine Erfrischung. Aber lasst diese Möglichkeit nicht ungenutzt. Heiliger Geist, danke, dass du heute in uns lebst und dass du uns heute einen Bereich des Lebens auch offenbarst, wo du uns noch weiterführen willst, wo du uns aus unserer Komfortzone herausführen möchtest. Danke, dass du uns ein Leben in Freiheit versprichst. Und danke, dass wir auf deine Stimme hören dürfen. Danke für den Mut, auch Schritte zu machen. Und so segne ich euch einfach für diese nächsten Wochen mit einer Klarheit, wo euch der Heilige Geist noch mehr in Freiheit führen möchte. Mit Ohren des Geistes, die hören und den Mut im Herzen, um gehorsam dieser Stimme zu folgen. Damit segne ich euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
raubt uns nicht die Zuversicht, dass das geschieht, was du versprichst. Unter der Führung von deinem Geist, unter deinem Wort, das nie versagt, herrscht in uns die Sicherheit, dass du